Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock 2. Uffpelzig. Und neben mir ist natürlich wieder die Syldraka. Hallo. Jo. Ich hoffe, das Problem mit dem Speicherplatz habe ich jetzt geregelt. Ich habe jetzt noch eine A-Wendung von der PS4 runtergeschmissen. Dürfte eigentlich, wieder genug Platz sein. Dr. Holcrafts Allheilmittel. Das ist ach so typisch 1910er bis 20er Jahre, oder? Solche Typen, die mit so Buden durch die Gegend fahren und irgendwelche Vitalisierungselixiere und so einen Scheiß angelegte anbieten. Schlangenhaut und schlag mich tot. Und hier hängen jetzt tatsächlich die Typen an der Decke, wie vor einem Ladebildschirm. Herrlich, ja? Das sind aber nur Anzüge. Ups, jetzt habe ich noch einen Elektrobolt drauf gejagt. I-Verschwendung. Das sind so Tauchanzüge wie von den Big Daddies. Genau, Daddy-Helme. Und Stiefel. Und was auch immer das ist. Das weiß ich jetzt gerade auch nicht. Aber auf jeden Fall sind es Big Daddy Ersatzteile. Diese Lichteffekte auf dem Boden einfach. Das ist schon geil gemacht. Von der Over. Einfach einer irgendwo im Hintergrund. Ich habe eben schon gedacht, du warst, aber. Ich war's nicht. Einfach so ein. Ich bin unschuldig. Alter, wo ist denn dieser Splicer? Atlantic Express. Okay. Ja, das sieht aus wie die Bahnhöfe hier bei uns in der Gegend. Ne? Deutsche Bahn lässt grüßen. Safety now. Please use. Was? Bitte benutzen. Please use Safety Gear. Ja, das ist Safety Gear. Safety Gear sind wahrscheinlich die Anzüge, die da rumhängen oder so. Wahrscheinlich. Ja, wieder überall diese Seepocken auf dem Boden wachsen. Ach, das ist der Typ, der die ganze Zeit rumröchelt. Ja. Wer auch immer diese Dinger konstruiert hat, sollte erschossen werden. Wie der schon babbelt. Wer auch immer diese Dinger konstruiert, sollte erschossen werden. Bin schon dabei. Nun, die meisten Überlebenden sind so. Splicer. Sie sind jetzt drogensüchtige, bösartige Raubtiere. Ja, das ist halt das. Und, oh, der ist weg. Okay. Ja, der hat irgendwie Nimm das die Tür zugemacht. Hackwerkzeug. Wo ist das Hackwerkzeug? Wie der schon gebabbelt hat, den konnte man erschießen. Alter. Also anscheinend verliert man auch seine Fähigkeit zu sprechen, wie bei diesen Manchmal kann Fackelsplicern man und das so. Sicherheitssystem austricksen, um eine Tür aufzukriegen. Aber dazu brauchst du das richtige Werkzeug. Hackpfeil. Nehmen wir das ominös leuchtende Ding da. Du hast das Hackwerkzeug gefunden. Drücke R2, um auf Maschinen zu feuern und sie so auf deine Seite zu bringen. Das ersetzt jetzt wahrscheinlich dieses ultra ätzende Hacken aus dem ersten Teil. Ja, da wäre ich mir nicht so sicher. Ich glaube, die haben dieses Minispiel immer noch drin. Bitte nicht. Das war zum Diese Schluss. wunderschöne Bedienungsanleitung. Das war zum Schluss echt wirklich etwas nervig, muss ich sagen. Also, Nur weil du es nicht hingekriegt hast. ich hab's schon hingekriegt, aber es war schon etwas nervtötend auf die Dauer. Ich meine, am Anfang ist das schon echt cool gemacht, so als Minispiel und so, aber, irgendwann nervt's dann einfach nur noch. Wo ist denn jetzt diese ominöse Türsteuerung? Toll. Du scheiterst jetzt schon. Du kommst ja nicht Versuch's mal ran. mit durch das Loch in der Wand. Welches? Ach so. Boing. Ja. Willst du eine Maschine hacken? Drücke X, sodass die Nadel in einem grünen Bereich der Anzeige stehen bleibt. Bei Weiß erhältst du einen Elektroschock. Okay. Joink. Ergebnis erfolgreich. Trophäe erhalten in Kupfer. Distanzhacker. Sehr schön. Ergebnis des erfolgreichen Hackens. Sicherheitstür ist offen. Ich glaube, später kriegt man dann solche Auto-Hack-Pfeile, wo du dann halt keine Knöpfchen drücken musst. Sehr schön. We will be reborn. Okay. Hacken erfolgreich. Gehackte Sicherheitsbots sind auf deiner Seite und greifen deine Feinde an. Wenn du beim Hacken einen blauen Bonus schaffst, richten sie mehr Schaden an. Okay. Ach, gut zu wissen. Also bei denen in den blauen Bereich, komm mal. Schon wieder so ein seltsamer Schmetterlingsschrein. Vor allem diese Handabdrücke. Da liegt auch noch so ein gefalteter Papierschmetterling. Alles in allem ziemlich hassenswert. Ja. Würde Gott sich nicht wünschen, es wäre tot. Definitiv. Ich hasse das. Ach so, Let's Player-Krankheit. Immer wenn man anfängt zu spielen, juckt die Nas. Bahnwerkstatt 6a.
The end of Ryan is the end of the self. So, so. Ja. Wie im richtigen Leben. Weißt du Bescheid? Richtig. Denken Sie mal drüber nach. Oh. Ja, ich glaube, mit dem Ding kommt man irgendwo hin. Ja, nicht wirklich. Oh. Ach, das ist nur das weiter. Ja. Ich dachte gerade, da wäre die Big Sister wieder. So. Wie kann die dann noch so kreischen, wenn ich die jetzt gerade mit Miete gepflastert habe? Hier spricht bestimmt Dr. eine Sophia Blasphemie. Lamb. Andrew Ryan ist tot, aber der Tyrann steckt in uns allen. Denkt daran, wir lehnen das Gen ab. Wir lehnen das Ich ab. Wir lehnen den Tyrannen ab. Okay, also sie sagt jetzt auch wieder, wir lehnen das Ich ab, wir lehnen den Tyrannen ab und dass der Tyrann in jedem von uns steckt, ach wenn Ryan tot ist. Man soll halt aufpassen. Wir sind das Kollektiv. Ja, richtig. Das klingt gerade so ein bisschen danach. Und hier ist noch was. Die große Kette rasselt. Jetzt zuerst mal ein paar Kartoffelchips. 3 kurze Jahre seit der Gründung und schon schreien sie nach einem Programm für mentale Hygiene. Da dreht sich mir der Magen um. Psychiatrie ist nicht Medizin. Psychiatrie ist Kaffeesatzleserei für Idioten, die zu viel Geld haben. Man sagt mir, die Menschen reagieren gereizt auf das Fehlen des Sonnenlichts. Ob ihnen die staatliche Zensur wohl auch fehlt? Die Beschlagnahmung von Privatbesitz in Kriegszeiten? Oder die Geheimpolizei, die sie nachts abholt? Wie auch immer. Diese Lamb soll die Beste auf ihrem Gebiet sein. Schön. Wenn sie es hinkriegt, dass die schwächsten Glieder der großen Kette aufhören zu rasseln, soll sie ihren Willen haben. Okay, Also so ist die Olle dann nach Rapture gekommen. anscheinend, ja. Mit ihrem bescheuerten Kult hier. Also guck dir mal diese Schmetterlinge auf dem Boden überall. Ja, es ist schon ziemlich freaky. Sieht aus, als wäre da einer auf den Händen entlang laufen. Das würde ich mir sogar noch zutrauen, dass es solche Splicer hier gibt, die ihr besonders gut gefallen wollen oder so. Was haben wir dann hier noch Schönes? Ah, das können wir bestimmt hacken, oder? Ah, ne, so. Das müssen wir sogar nicht mal hacken. Nicht schlecht. So, was jetzt? Hallo? Hallo? Ich kenne dich. Oh, Das Symbol auf deiner Hand heißt, du bist ein toter Mann. 10 Jahre ist es jetzt her, Delta, seit du dir eine Waffe an den Kopf gehalten und abgedrückt hast. Aber nur Mut. Aus deinem Schmerz erblühte das Paradies. oh ja. Ich weiß nicht, wie du überlebt hast, aber dein Leid hat ein Ende. Diese Männer werden dich von allem erlösen. Bitte versteh, wie alles, was ich tue, dies ist ein Akt der Liebe. Ja, ich sehe es. Was ist die denn für Probleme? Immense. Sophia Ach, Lamb, das war die sie hat dich Lamp gerade gefunden. eben. Okay. Genau. Ja, ich halte dich für so dämlich, du Splicer. Jetzt kommt sie heraus. Liebe mich. Dann war das auch am Anfang die Lamp, Ja, den er zu gezwungen hat, diesen genau. komischen. Hallo, komm ich hier raus? Offenbar. Ich habe gedacht, ich komme zwar noch oberirdisch raus, aber na gut, dann halt so. Durchsuche Leichen nach Beute. Was mache ich über die ganze Zeit? Natürlich mache ich das. Und wo ist hier bitte eine Leiche? Ja, ich freue mich auch gerade. Ja, das war wohl anscheinend wieder ihr Art von Liebe mich. Leute hier schicke und mit dem Sperrfeuer auf mich zu. Nicht schlecht. Ja, das ist alles nur ein Akt der Liebe. Wütende Liebe wohl eher. Tot geliebt. Rapture Masquerade Ball 1959. Ja, da kommen diese ganzen Häschenmasken her. Mhm. Das, was sie halt bei dieser Silvesterparty 1958 zu 59 getragen haben. Das war, glaube ich, ist der Spinner Jetzt kennst du unseren gemeinsamen Feind. Ja. Sophia Lamb. Durch die Kamera in deinem Helm kann ich alles mit deinen Augen sehen. So kann ich dir helfen, gegen sie zu kämpfen. Ja, der hat ja da die große Party geschmissen mit seinen Häschenmasken. Richtig, ja. Da ist noch so ein Plakat. Ja. Ich finde es immer so schön, so Relikte aus der Zeit, als Rapture anscheinend noch okay war. Dieser Flimmereffekt von dem Wasser ist auch sehr geil gemacht. Ja. Gefällt mir auch ziemlich gut. Also ich finde, das ist auch noch ein Spiel, was ich auch heutzutage noch wirklich gut sehen lassen kann.
Ja gut, inzwischen zum Jubiläum, zum 10-jährigen haben sie es ja remastert und die Grafiken Ja. überarbeitet. Klar, es ist ja auch die... Ach du Scheiße. Klar, ich meine, das ist ja auch die Bioshock Collection, die ich hier spiele. Klar, das ist ja alles die Remastered-Version. Aber es lässt sich echt gut sehen. Verwaltungslager. Atlantic Express Verwaltungslager. Okay. The Vita Chamber. Introducing the future of health and wellness. Restore Vigor and Spirit with the touch of a button. Oh, diese Scheißkameras. Warte mal, halte mal den Gaul an. Die lasse ich jetzt mal für mich arbeiten, du Mistding. So, Ich glaube, du bist so weit weg. nix da. Oh, okay. So. Gehackte Kameras arbeiten für dich und alarmieren Sicherheitsspots bei Feindkontakt. Wenn du beim Hacken einen blauen Bonus schaffst, dauert ihr freundlicher Alarm länger. Gegner alarmiert. Sehr schön. Hat schon funktioniert. Uiuiui. Das ist sehr schön, wenn die Dinger gegen die andere arbeiten. Ich persönlich bin überhaupt kein Fan von den Teiler. Alter Falter. Diese ganzen Schreine überall sind zum Glück gar nicht creepy. Ja, überhaupt nicht. Ich bin auch so ein großer Schmetterling aus Diver... Alter, geh mal weg mit deinem ekelhaften Auspuff. Ich will das mal in aller Herrlichkeit genießen hier. Ja, in aller Herrlichkeit. Alter, also... Ich finde auch immer extrem geil, wie diese Leute, die hier Designs entwerfen für solche Spiele. Lamp will lead the way. Okay. Wie solche Leute von solchen Spiele, die nur für die Kreativarbeit zuständig sind, was die teilweise für Ideen haben müssen hier, um sowas in Szene Ich zu will setzen. gar nicht wissen, was in den Köpfen abgeht, damit die auf sowas kommen. Richtig. Also auch nicht nur bei Bioshock, sondern generell auch bei vielen anderen Spielen. Ja, allein jetzt im neuen Evil Within. Aber hallo, ja gerade dort auch wieder. Merkt man es auch wieder extrem. Vorsicht! Die Sicherheitskameras gehören Lamp. Aber wenn du clever bist, können sie dir nützlich sein. Ja, ich war gerade eben clever. Habe ich schon gemacht. Dosenbohnen essen. Njam, njam, njam. Kameras lösen einen Alarm aus. Ah ja, den ich erfassen. Geh nicht in das rote Licht, feuere dein Hackwerkzeug ab, um sie zu deinen Verbündeten zu machen. Das habe ich schon gemacht. Also das ist schon erheblich cooler und einfacher als im ersten Teil. Muss ich wirklich sagen. Du hättest sich was Schönes einfallen lassen, damit es auch wirklich auf Distanz machbar ist, dass man nicht die ganze Zeit Plasmid hier jagen muss. Also Elektrobolt, dann zu der Kamera renne und dann mal persönlich nebendran hacke. Das ist jetzt schon wesentlich schöner gemacht, muss ich sagen. Das gefällt mir erheblich besser so. Schreibmaschine ist ach geil. Below Tree. Diese Blueprints da an der Wand auch. Ich glaube, von dem Zug sind die. Ja. Sehr cool gemacht. Ach ja. Ja, ist wirklich echt... Das Design von Bioshock generell ist definitiv sehr, sehr cool. Das ist das, was ich am allerschönsten hier finde. Hier haben sie noch eine chemische Formel dran geschmiert. Recombinant Series. Fragezeichen. Ein Tisch. Bohrertreibstoff bewahre ich natürlich auch immer im Tisch auf. Wo auch sonst. Ja, genau. Das braucht man ja so dringend am Schreibtisch, wenn man hier Schreibmaschinearbeit macht. Ja, doch. Ja, hier auch wieder eine Dose Früchte. Das kann ich noch irgendwie verstehen, die Dose Früchte. Aber, Das altmodisches Studentenfutter. der Bohrertreibstoff oder was? Nein, die Dosenfrüchte. Achso, ich habe gedacht, der Bohrertreibstoff so ein bisschen zum Nascher. Ja, immer mal wieder so ein Schluck zwischendrin. Und er hat Kaffee. Eve durch Kaffee gewonnen. Sehr schön. 8 kühle Dollar haben wir auch noch gekriegt und die gehört jetzt uns. Sehr schön. Sicherheitsnotschalter. Was ist das? Ach ja. Müssen wir doch mittlerweile kein Geld mehr bezahlen, wenn wir das machen? Das ist keine Medistation. Nee, aber auch beim Sicherheitsschalter, wenn der Alarm wirklich feindlich auf uns gerichtet ist, dann hat man 20 Dollar zahlen müssen, dass es wieder weggeht. Jet Postal. Oh, Alter. So, falls da gerade eben kurz Geräusch war, ich habe nicht gegen das Mikrofon. Ich bin es, Eleanor. Schuld. Ich weiß, du bist wach da drin. Ich spüre es. Mutter kann nicht noch einmal ihr grausames Spiel mit dir treiben. Nie mehr. Dieses Plasmid ist für dich. Wenn ich mich nicht irre, kannst du es jetzt verwenden. Bitte, komm mich suchen. War es anscheinend noch nicht so creepy. Oder ist die jetzt erwachsen? Ich glaube, Come soon to come find me. Weil die sah erwachsen aus. Die sah nämlich aus wie ihr Kind. ja, es ist ja 10 Jahre her, dass Eva. die Anna sie mitgenommen hat. Eva, ja. Aber Little Sister altern ja nicht, wenn sie in diesen Monsterwuchs sind, sag ich jetzt mal.
Doch, die altern schon. Echt? Ah, okay, wusste ich nicht. Neuer Plasmid, Telekinese. Hebe große Objekte allein mit der Kraft deiner Gedanken auf und wirf sie auf deine Gegner. Was muss man sonst noch wissen? Alle hopp, machen wir doch. Ah, wieder so schöne. Ja, Bewerfen Filmchen. Sie den Gegner mit Objekten. Sie können sogar Granaten abfangen und zurückwerfen. Vor allem immer dieses Evolve Today. Das erinnert mich so sehr an Fallout immer mit diesen Filmen. Ja. Halte L2 gedrückt, um ein Objekt per Telekinese aufzuheben. Lasse L2 wieder los, um es zu werfen. Oh, wieder Glühwürmchen. Wie auch immer die in Rapture. Ja. Glühwürmchen. Nee. Ich musste mit irgendwas probe. Rohrpoststeuerung. So. Ich bin mir nicht sicher, ob die wenigstens das Altern so dann noch... So gerade mal runtergefallen. Wo? Naja, aus dem Rohr kam noch was raus. Sicher? Ja, das Hier wahrscheinlich. Dosenboden. Sehr gut. Und Dr. Holcrafts Allheilmittel. Das schon wieder. Wollte ich jetzt sagen. Ja genau, ich bin mir nicht sicher, ob die wenigstens das Altern, solange diese Schnecke in denen drin ist. Ja. Aber so wie die aussah, war die ja normal. Wie wenn man Eva. im Einser die geheilt hat. Richtig. Dann haben ja auch ihre Augen aufgehört zu leuchten. Richtig. Und dann altern sie ja wohl auch. Aber nur wenn sie geheilt sind und nicht wenn sie noch die Schnecke drin haben. Da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Hope this helps. Ich glaube, die altern auch mit den Schnecken, aber langsamer. Okay. Das wusste ich jetzt nicht, das war mir oder wäre mir neu. Ich habe Ich glaube, gedacht, das erfährt man noch. Wie so im Haufe, das war ja so im Laufe, ja. Im Laufe. Der ist jetzt an der Oberfläche. Im Laufe des zweiten Spiels. Stichwort Bix ist da. da bin ich mal gespannt. Er hat Hey. einen Granatschlag Genau, drauf. Feuer da unten. Aber echt mal. Alter. Die eine am Rumfuchteln ist. Warte mal. So macht es doch Spaß. Und nochmal dasselbe Spiel. So. Und herzlichen Glückwunsch. Du kriegst auch noch was. So. Okay. Also ein bisschen hochhelfen muss ich anscheinend immer noch. Da. So. Gut. So viel Do dazu. Was haben wir denn hier noch? Nur eine Marotte. Undankbares Pack. Ohne mich gäbe es kein Rapture. Der Atlantic Express war von Anfang an die Lebensader dieser Stadt. Ryan hat seine erste große Stadtrundfahrt in meinem Prachtwaggon unternommen. Dann kam die private Tauchkugel groß in Mode. Innerhalb eines Monats waren meine Bahnhöfe verwaist. Die Stadt wuchs und schob den Atlantic Express aufs Abstellgleis. Denken Sie mal drüber nach. Okay, $4 für Niete und Kuchen mit Cremefüllung. Ach, immer gut. Alter. Also ich bin mir sicher, die hatten wohl auch irgendwie Heizungen in Rapture. Aber musste man bestimmt dann nicht auf solche Pennertonne hier zugreifen. Wobei, das hat einfach ein geselliger Aspekt für die Sache, oder? Ja, das hat so ein schönes Penner-Flair. So gemeinsam an der Tonne stehen. Das ist doch einfach was also Geselliges. auf Endzeit-Cons ist das schon echt cool. Ja, das glaube ich. Du gehört es auch wirklich dazu. Du ist es ja wirklich so Lagerfeuer dann. Beziehungsweise das ist dein Lagerfeuer. Das, was im Mittelalter oder beziehungsweise im Fantasy Lab dein richtiges Lagerfeuer ist dann du halt im Endzeit Lab die Pennertonne. Wird dann immer mal wieder, wird dann wahrscheinlich immer noch auch so kräftig Benzin reingeworfen, oder? Quatsch, das wollte ich ja sagen, Telekinese. So. Auf dem letzten Endzeit-Con, da war ich leider nicht dabei, haben sie, glaube ich, ein Auto umgesteckt. Ich hoffe, richtiges. Ja, also ein altes. Okay, haben sie das extra nur für gekauft oder was? Ich weiß es nicht. Es klingt nämlich so irgendwie noch Vandalismus. Wenn man sagt, haben so einfach nur so ein Auto angezündet. Ja, es war schon irgendwie geplant, glaube ich. Okay. Bin mir dann nicht so ganz sicher. Kam irgendein älterer Mann angerannt. Mein Auto, mein gutes Auto. Wie gesagt, ich war nicht dabei. Also. Okay. Mal die Heckpistole Nummer. Zip. So.
Wenn du beim Hacken einen blauen Bonus schaust, erhältst du gratis einen Verbandskasten. Yay! Sehr schön. Dann weiß ich schon Bescheid hier. Machen wir wieder die Mietenpistole. Dass sie einfach überall reinsifft. An allen Ecken und Enden. Ja, das wundert mich, dass es noch nicht alles längst voll gelaufen ist. Vor allem, wenn die Big Sister Horror-Rennen überall Fenster einschlägt. Ja, und das nur um einzelne Gegner fertig zu machen. Oh, Was Toilette. gerade von Vandalismus hat. Toilette. Ah, Mist. Ich bin in der Nebel, scheiße. So. So wird ein Schuh draus. Ach ja. Du kackt sich doch so schön mit so einer Fußdusche noch ohne. Ah, angenehm. So. Oh, in der Toilette war noch was drin. Vorratstreibstoff. Ich weiß ja, hab ich das gerade gelegt, das Ei? Anscheinend. Nett. Und deswegen ist es immer wieder wichtig, auf Toilette zu gehen in Spieler. Findet man immer noch irgendwas Wichtiges. Railway Café. Eine Hop-Up-Cola. Oh je. Wieder so ein Little Sister Loch. Ah, was gibt's dann Gutes? Crêpe Suzette? Irgendwas Plantiertes. Wahrscheinlich, ja. Da Uah. lagen noch nicht rum. Kann ich leider nicht mehr aufnehmen. Oh, das sieht aber auch lecker aus hier. Ich will hier den Kuchen. Ich will den guten Schimmelkuchen hier. Der liegt da bestimmt auch schon seit der Silvesterfeier von, was war das? 86 oder so? 1958. Ach, schade. Also, eins muss man Rapture lassen, das ist stabil gebaut. Also die Kuchenglocken. Richtig, die Die großen Kuchenglocke. Fenster zum Ozean hin schon. Die Grammophone sind stärker gebaut. Ach ja. Dosenbohnen. Nehme ich auch immer gern. Dosenbohnen. Das wollte ich jetzt einfach mal so ausprobieren. Ja. Sehr schön. Oh, das ist sowieso kein Mensch mehr. Die Splicer benutzen doch eh Teller mehr. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, ob es funktioniert. Ja, klar. Ich schlag einfach mal auf alles auf, so vorsichtshalber. Dein Fuß schläft ein. Ja, ich sitze die ganze Zeit so dumm drauf. Ryan gegen Lamp. Realität. Fragezeichen. Weiß ist nicht schwarz, Dr. Lamb. Unten ist nicht oben und Stroh ist kein Gold. Cap Lobbyist. Sehen Sie sich um. Rapture ist kein Wunder. Es ist ein Produkt des Verstandes und der Logik. Unmöglich, wenn 1 und 1 nicht 2 ergibt und A nicht gleich A ist. Und doch, für sich alleine ist jeder Mensch ein Gefangener seiner Vorurteile, Träume, Wahnvorstellungen oder der Phantomschmerz amputierter Gliedmaßen. Für den Einzelnen sind sie vollkommen real. Realität ist Konsens. Und die Menschen verlieren ihren Glauben. Gehen Sie mal spazieren, Andrew. Es regnet in Rapture. Und Sie haben einfach beschlossen, es nicht zu bemerken. So sieht's aus. Also offenbar haben die auch schon untereinander hier Streit gehabt, während Rapture noch intakt war. Interessant, dass sie dann in Bioshock Ends noch gar nicht auftaucht. Aber irgendwas braucht man ja immer in petto, ne? Für ein neues Spiel. Ich glaube ja, dass das tatsächlich nach dem guten Ende von Rainbow spielt. Dass nachdem Jack sich verpisst hat mit den ganzen Little Sisters und mit Tannenbaum, Okay. dass dann erst die andere Olle. Weil nee, man tötet Ryan ja. Ja, genau. Oder weiß ich nicht, das Tentakel. Ryan stirbt, ja. Man tötet den ja, genau. Was Das ist? Tentakel in diesen Eimern? Ich hoff's nicht. Was ist mit den Menschen Diese passiert? Menschen sind süchtig nach irgendeiner genetischen Wunderdroge namens Adam. Doch, es sind Ich habe Tentakel. das Wort Splicer gelesen, auf Wände geschmiert wie eine Warnung. Einer von denen trieb mich in die Enge und Himmel, sein Gesicht. Ich hatte eine Waffe, aber ich zögerte und dann hörten wir plötzlich beide diesen Singsang, wie aus dem Nichts. Und er ist abgehauen, als wäre der Teufel hinter ihm her. Es hörte sich an wie ein Kind, ein kleines Mädchen. Cindy ist am Leben. Das spüre ich einfach. Ach, Schön. Das ist wieder der Vater, der seine Tochter sucht. Genau. Bis jetzt. Das Ding ist Rona. Und mit was für einem Karacho?
Also das Geräusch, was sehr laut. Sophia Lamp hat die Splicer auf dich. Die meisten Big Daddies sind wie Sklaven für sie. Sie bewachen die Kleinen. Aber dich hat jemand aufgeweckt. Okay. Das Tor zu entfernen. Ah ja. Genau. Match. So. Dann würde ich aber Sache, da unsere Zeit wieder vorbei Ich weiß ist, um deine nachdem Bindung hier. an Eleanor Delta. Um dich selbst zu retten, willst du zu ihr. Aber Eleanor hat eine Bestimmung. Und du kommst darin nicht vor. Im Paradies ist kein Platz für dich. Freundlich, ja. Schon eine ganz tolle Frau zu sein. Ja, unglaublich nett. Und so sympathisch, ja. Und ich würde sagen, an der Stelle mache ich hier wieder meinen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Bioshock 2 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen wieder. Iron Yankee. Ciao.